Kloklustert. 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 Kloklustert? Kloklustert. Willkommen zu uns tweede Reich von Kloklustert, ein plattischen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. In dieser Reich schall sich eins im ein Thema drein. Wir habt 5 Streams für euch vorbereitet, in der wir verschiedene Perspektiven von plattdeutscher Spruchpolitik belichten wird. In den ersten Stream habt wir den Bundesrat für Niederdeutsch als Gremium und seine Arbeit kennengelernt. Man nu wird wir uns von doch ankicken, wo an sich die Spruchpolitik zwischen Länder und Bund abteilt. Dafür wird wir für all einen Blick haben ob die Bildungspolitik, denn die liegt in der Verantwortung von den Ländern. Das gibt aber auch noch ein paar andere aktuelle Sorgen und die Länderpolitik zu verteilen. Ich bin Benita Brunert und bei mir habe ich nur 2 Vertreter von den Bundesrat für Niederdeutsch. Ein davon ist Heinrich Siefer, er ist der Sprecher von Bundesrat und ein Delegierten für Niedersachsen. Beim Tor sitzt hier Ute Eisenack. Sie ist ein von den Vertretern für das Bundesland Brandenburg. Moin, scheint, dass die beiden durch sind. Moin. Ja, wir habt eben das Schnack, Plattdeutschland ist ziemlich groß. Wo lang sind die unterwegs? Wer ist hierher? Ach, ich bin jetzt gerade 2,5 Stunden führt und ich war in Neuruppin und ja, nun bin ich hier und freue mich, dass ich mit Juchenbetten vertellen kann. Hast du denn überhaupt was von Hamburg sehen? Ja, Lütbetten habe ich sein und habe auch gedacht, ach, wenn ich nachher noch ein Lütbetten-Tiet habe, dann war ich mir die Stadt noch ein Betten mir ankicken. Wird wir sehen, dass wir uns ran heute du noch ein Beten was schaffst. So Heinrich, wo sieht das mit dir ut? Ich bin von da mit der Bahn gekommen. Ut Kloppenbach. 3,5 Stunden dauert das, wenn man eigens Gaut unterwegs ist. Aber die Bahn, die schafft das immer, dass das ein Beten was länger dauert. Mhm. Dann haben wir noch mehr von. Du hast wie allen Beten gehört, wo ihr herkommt. Was snackt ihr denn für ein Platt? Das ist ja auch bei jedem Beten verschieden. Dann will ich mal anfangen. Also, Buren bin ich in Mecklenburg und das ist so ein Lütstadt in die Nähe von Reuterstadt-Stemhagen. Reuterstadt-Stemhagen, die Fritz Reuter, die hat ja 150. Todestag jetzt gerade das Jahr und da war ich in der Nähe jetzt auch nachher einen Gottesdienst noch morgen, aber da bin ich aufwussen, da habe ich sozusagen das Plattdeutsche mit dem Melksupp essen, aber ich habe das damals noch gar nicht als so ein Schatz für mich verstanden. Und dann habe ich aber nachher preistert, meine Gottesdienste mockt und auch immer was ob Plattdeutsch denn so inbröcht. Und dann bin ich nachher weggegangen und bin weg von Mecklenburg gegangen und bin nach Brandenburg gegangen. Und dann habe ich damals, mein Vater sagt, die Beuker von Fritz Reuter, die kann ich bei die in Regal storn lotten, die brug ich da nicht. Das heißt, ich habe damals bestimmt noch so gedacht, also Plattdeutsch hat mit Brandenburg gar nichts zu tun. Und von daher bin ich da angefangen und hab gedacht, ja, wenn ich eis nur Mecklenburg führen dau, dann kann ich Platt sprechen. Aber das ist dann her ganz anders kommen. In Brandenburg spricht man ja auch Platt. Und wo viel Platz snackt man da noch? Ich glaube, das ist doch noch ganz schön so zu finden, so in die Prignitz, in die Ostprignitz und auch in die Uckermark. Dann gibt das in den Barnim, gibt das auch Dörper, wo auch noch Platt sprochen ward, so as Luno. Und dann gibt das auch das Havelland, da gibt das auch Dörper, immer so Regionen, wo Menschen das wichtig ist mit das Plattdeutsche, da findet man Plattdeutsch. Und dann gibt es auch noch den Fleming. Unterhalb von Potsdam, da wird auch Platt vertellt. Und wirklich auch noch ganz, ganz aktiv? Ist das noch so in Oldach vorhanden? Na, ich würde mal sagen, das gibt Ehrenamtliche und die holen das Ganze in Gang. Und das gibt auch in der Schaul Plattdeutsch, da wirkt nachher gehen noch ein Betten was auch vertellen. Ja, aber das gibt diese Gegenden, das ist so ein Saumgebiet als plattdeutschen Bereich, wo viel noch Plattdeutsch rät wird. Und Heinrich, wo ist das bei dir? Was heuert wie von die für ein Platt?
Mein Platt kommt zu der Ollenburger Ecke, Ollenburger Münsterland. Ich bin aufgewachsen in Lüttich-Dörp. Da bin ich Plattdeutsch mit Plattdeutsch als Muttersprach aufgewachsen. Und das liegt ein bisschen was an Hümmling. Darum ist mein Platt auch ein bisschen was, misket, so mit Hümmlinger Platt, Platt in Emsland, Platt in Ollenburger Münsterland. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass mein Platt also auch von verschiedenen Dialekten also auch verhaft alles. So, Hesser sagt, du bist mit Plattdeutsch als Muttersprach obwussen und wäre das denn so ein Problem in der Schule, Lothar? Nee, überhaupt nicht. Ich bin mit anderen Kindern, die auch bloß mit Muttersprach Plattdeutsch obwassen sind, in Schule kommen. Wir haben alle miteinander Hochdeutsch gelernt. Und da war damals für uns kein Problem. Von daher sage ich das auch als Vorteil, als Schatz, den mein Öller mir mitgegeben habt, dass ich da einfach auch so mit obwassen konnte und dass auch eine Welt kennengelernt habe, die ja von daher wie den einen auf anderen verloren geht. Ja, denn das hat er ja vorher eine ganze Zeit gegeben, nee, wie snackt mit uns Kinder. Kein Platt, dann habt ihr das Lothar Lichter in der Schau. Von durchweht wie, das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Das ist ja ein Spruch mehr, der einen mit um Patt kriegen hat in sein Leben, ne? Und der auch mit vielen anderen Sprachen mit verwandt ist. Genau, ja. Nun sind die bei UTHEP, wie das ein bisschen hört, hier sind Arbeit aktiv und in der Karg, was spielt Plattdeutsch durch für eine Rolle? Wo bringt die das durch in so eine Arbeit mit in? Na, ich mag plattdeutsche Gottesdienste. Und wenn ich da anfing, dann sag ich immer, sing und bät ob platt, Gott versteht auch dat. Und wenn man bäden deit und zu Gott Fadding singen kann, wo schön ist dat? Also wenn die Sprach noch dat hart richtig rankommen kann und wenn man denn mit de Lüd, die Lieder, die man ob Hochdeutsch singt, nur ob platt singen kann, wo schön ist dat? Und dann führ ich mit mine plattdeutsche Gottesdienste führ ich no Luno in den Barnim, Bettner Lenzen oder auch von Dömitz, Bettner Warnemünn und bin mit min Leierkasten und mit mine Predigt denn do unterwegs und da kommen auch Lüd hen, die hem mit der Kirche gar nix anhaut, aber die finden so das Angebot so schön, Plattdeutsch zu hören und wenn das hinterher noch die Möglichkeit gibt, dass man ein Betten was vorlesen kann, ob Plattdeutsch. Wenn noch ein Betten Tiet ist, man noch so einen Kaffee trinken kann und sich dann zusammen freuen kann, was die ein oder die Anna Ruth söcht hat. Oh, das ist doch ganz schön. In min Karg, wenn ein Dormol bin Gottesdienst drin kicken deit, dann sind nur vielleicht eine Handvoll Lü. Find ein plattdeutschen Gottesdienst statt, dann ist der Karg rappelvoll. Ist das bisher auch so? Das trägt an und ich sag auch zu den Pastors, mag das Angebot schön bekannt. Das kann ja auch ein Gottesdienst sein, wo mehrere Gemeinden die Lüd als zusammenkommen und dann hier auch tauhören, das Plattdeutsche kann man ja gaut verstehen. Und von daher kann man Menschen von verschiedenen Gemeinden auch ob diese Wies zusammenbringen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, als du sagtest, das ist ein Spruch, der geht mehr enthat. Ja. Ne? Ja. Ja, sie braucht einfach mehr Bilder. So als die Bibel sims auch ein Sprach ist, der mit Bilder arbeiten deit. Ich war mit in ein plattdeutsch-ökumenisch Koppel, wo wir Gottesdiensten regelmäßig feiert. Wir haben just an Pfingstmontag noch einen feinen, schönen ökumenischen Pfingstgottesdienst hat und hat er viel Spaß gemacht und ich hab hab wieder gehört, die war rappelvoll. Und die Lü kommt und das sind nicht bloß alle Lü, das sind auch Lü, die sich für die plattdeutsche Sprache interessiert, die sich für die Bilder, die Plattdeutsch auch brauchen deit, auch heller interessiert. Und ich habe in dit Jahr so verschiedene Gottesdienste auch. Das gibt ein Birnenfest in Ribbeck. Und dann gibt das ein Schöttel- und Pött-Gottesdienst in Riensbach, wenn dort 2 doch die 100 Pötter kommen. Und dann ist dort Kirch mit dem Mank. Und dann gibt das auch noch ein Tüffeldach in Küritz. Und da gibt das dann auch ob den Marktplatz auch eine Andacht ob Platt. Also Plattdeutsch möt zu hören sein, zu sein sind. Ja, und da haben wir schöne Angebote und da haben wir schöne Texte und das kommt dann alles so dort zusammen. Ja, das läuft. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Allein der Birnengottesdienst in Ribbeck, das mag mir auch allen an. Gibt es dann überall Birnen, der ihn auch rücken und bieten kann?
Na, ich löf da in Ribbeck, die Beeren, das sind man ganz lütte Beeren, die da meint sind, das sind nicht so eine großen, saftigen, wo einen das Wader denn so an den Mund dann so runterlopen deit. Okay. Heinrich, die hätt wir all in ersten Stremel kennengelernt. Ich weiß, du schriftst auch plattdeutsche Texten. In was für Themen geht das durch? Ich schrieb gern plattdeutsche Lyrik und da geht dann vor allem Natur beschrieben. Wenn ich an Worte bin, fällt mir was in, wo ich gerne überschrieben da. Ich schrieb auch gerne plattdeutsche Meditationen oder plattdeutsche Andachten, vor allem so dann auch für NDR 1. Da gibt es ja immer noch, das kann's mir glöwen und nur über 70 Jahre und das ist das Programm von NDR gar nicht wegzudenken. Und da habe ich viel Pläsier an, auch dafür Texten zu schreiben. Und du setzt die auch viel für die Billen in. Vertell mir was darüber. Ich setze mich viel für die Billen und ich arbeite in einer Akademie. Da habe ich unter anderem mit Leuten zu tun, die in der Pflege unterwegs sind. Und wir haben vor Jahren ja in Bundesrat für Niederdeutsch das Thema Platt in der Pflege abgräben. Und da hört mein Kurs, hört dann immer auch ein Lütgen Exkurs Plattdeutsch in der Pflege mit dabei. Oder Plattdeutsch in Altenpflege, Plattdeutsch in Krankenhaus oder in Hospizarbeit. Mhm. Das hört das auch. Wo bist du doch gekommen, die sonderlich für Platt in die Pflege einzusetzen? Platt in der Pflege ist mir mal irgendwann aufgefallen, da hatte ich mit ein paar Leuten down, die in der Pflege unterwegs waren. Und da war ein, der vertellte, dass sie mal gemerkt haben, als sie mit einer Bewohnerin in Allenhus Plattbrot haben, weil sie das mitkriegen hat, dass die auch so auch Bruchstück haben, so ein bisschen Platt vertellen, da haben sie die auch Platt anschnackt. Und auf einmal war diese Frau krägel und lebendig geworden. Und als sie mir das vertellt hat, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Instrument, wo man in der Pflege gut mitarbeiten kann. Du kriegst die Lü ob die Ort und Wies auch nochmal wieder gut zu packen. Das ist Muttersprache und die sind ja heil day bin. Das ist die Sprache, die wie zuerst lehrt habt und die dann noch ganz, ganz dicht bei uns hart ist. Mhm. Und ich glaube, das sorgt auch für mehr Vertrauen. Genau, da ist Vertrauen, was sich da dann aufbauen deit. Und da hat man auch die Gelegenheit dann auch, Lühe um den Ort und Wies, wer da auch zu packen zu kriegen, die sich anders vielleicht gar nicht mehr traut oder die hochdeutsche Sprache sogar auch verloren habt. Ja. Vor allem, wenn sie dement sind. Ja, habe ich auch belebt, dass ein Stiefvater von meinen Freundin, der wäre dement und obwohl hätte sie ihren eigenen Stiefvater nicht mehr verstanden. Sie hat gar nicht gewusst, dass die Frau ja platznackt hätte. Und obwohl hätte er aber bloß noch platznackt und nichts anderes mehr. Ja, genau, das ist so. Vor allem Muttersprache, die sagt ganz deep und die blieb auch zuletzt hang bei uns. Das ist auch so eine Bibliothek, können wir uns vorstellen. Und das letzte Buch ist Muttersprache, was da irgendwann bei uns wegfallen deit. Ja, und ich würde mir auch männlich mal wünschen, dass der Doktor mit mir Platz nackt, dann verstehe ich wenigstens, was ich hef, als wenn hier mit dem Doktor Latinisch kommt, wo ich dann achter noch just so klug bin als vorher. Na, und ich wir in dit Jahr ob die grüne Woche in Berlin und da hab ich so einen Lüttenstand auch mit Plattdeutsch hat und da die Lüt, die kämen immer und die wären aber auch wirklich so interessiert und dann käm ein Fru, der hat gesagt, ich komme unter den medizinischen Bereich. Und da, wenn ich dann die Anweisung für das Röntgen geben, da ob Plattdeutsch, die Lüd, die kooperieren viel mehr mit mir. Und das geht bannig gaut, hat sie gesagt. Und ich hab gesagt, das kann ich mir gaut vorstellen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß auch mal, was die Lüd von ihnen wird, ne? Ja. Sehr schön. Ja, so ein anderer Sportpunkt bei mir in Billen ist Arbeit mit Vermögen und Kinder. Ich mag jeden Sommer so einen Sommerfreitag Plattdeutsch, wo ich Leute inlo, die einfach Interesse und Spaß daran haben, mit Kinder und Enkelkinder, Großeltern mit Enkelkinder und Eltern mit Kinder platt zu broten und einfach einen Zugang zu der Sprache zu finden. Und das mit viel Pläsier einfach. Ja, das verbindet noch mal mehr, ne? Genau, das verbindet so die Leute miteinander, auch die Generationen. Und vor allem kriegt Großeltern dann mit, dass das auch ein Vorteil gewesen kann, wenn sie an ihre Enkelkinder die plattdeutsche Sprache wiedergeben dort. Mhm. Was läuft die denn, wieso hätte Bildungspolitik so ein große Bedüden für die Regionalsprache in Niederdeutsch? Wie sind das ja wendt oder habt gedacht, dass so die Sprache wiedergeben wird zu Hus in der Familie, über die Kinder, dann läuft das automatisch. Das ist aber nicht mehr so. Wir habt immer mehr Generationen, wo Öllern die Sprache Niederdeutsch gar nicht mehr an die Kinder wiedergeben kann. Und wo kann man dann überhaupt einen Weg finden, an die
Kinder platt wieder zu geben oder platt überhaupt zu lernen, ja, das geht bloß über Kindergarten, das geht über Schaul, das geht über den Bereich Erwachsenenbildung. Und darum ist es heil wichtig, dass wir da im Bereich von Bildungspolitik dann auch ganz aktiv wird von den Plattdütschen. Und was für Problem hättest du das Breker-Grupp mit dem Wiedergeben von der Sprache? Gibt es überhaupt noch Lehrers? Das gibt Lehrers, aber natürlich auch immer Männer, auch die wasst ja nicht mehr mit Plattdütsches Muttersprache ab. Und darum braucht wir natürlich auch Mesters, die dann auch eine Gelegenheit kriegt, einmal wieder Plattdütsch selbst zu lernen oder auch Plattdütsch zu studieren. Und wenn sie das erstmal können, wenn sie Niederdütsch studieren können, können sie auch Leute wieder mit dem Fach Niederdütsch, was sie an der Uni dann vielleicht belegen können, dann auch wieder in Schule gehen und dort die Sprache als Unterrichtsfach anbauen. Also in Sachsen-Anhalt, in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg ist Plattdütsch ja nicht flächendeckend zu Hus. Und wir möchten ja auch begreifen, dass diese Schatz vernachlässigt wird und dass das nur höchste Tiet ist, höchste Eisenbahn loszulegen, denn Fälle Ollen, die sind ja nur allgorn, die platt vertellt haben. Du steigt wohl nur noch, ob dann Grafstein die live blifft, ja, auch die live für das Plattdütsche, aber gra mit de Kinder, da mögen wir sein. Die Kinder sind ja uns Taukunft und die Kinder sind die Generation, mit der wir uns Regionalsprach retten können. Und das heit auch für Brandenburg, dass das sozusagen der Mittelpunkt von uns Blickrichtung Sinn möt. Dat wie gra mit den Kinder kicken, mit den Kindergoern, mit den Schaul, dat Plattdütsch da auch ankümmt. Denn bei uns ist Plattdütsch in die Arbeitsgemeinschaften, aber nicht als ein Unterrichtsfach. Mhm. Was läuft die? Was sind dort die grauten Rutförderns, wenn wir Plattdütsch in Schulen etablieren wird? Einmal ist das, du hast das eben anschnackt, die Mesters zu haben, die Plattdütsch in Schule wiedergeben könnt. Das gilt auch für Kindergartens und so wieder. Wir brauchen Leute, die das wiedergeben können, die gut Bild sind, die nicht bloß die Sprache von so gut irgendwo lehrt habt, aber die auch pädagogisch dann auch Bild wird, dass sie das wiedergeben könnt. Das ist ein heil wichtigen Stappen in den Bereich. Was habt ihr für einen Eindruck, wo willens sind die Schulen denn selbst überhaupt noch Plattdütsch zu unterrichten? Na, ich glaube, die Kinder zu begeistern, das ist schön. Und die Kinder, die nehmen das so ob als so ein Schwamm, die finden das schön. Man möchte sich aber auch vorstellen, wenn man Plattdütsch in eine Arbeitsgemeinschaft anbeiden deit, denn haben die Kinder all 6-7 Stunden Unterricht hat und dann danach noch eine Fremdsprache zu lernen, ist also auch wirklich deine Aufgabe. Von daher habe ich in min Arbeitsgemeinschaft kochen und backen ob platt. Da kommt das Sinnliche, so ein Lütbetten dort tau. Und wenn denn die Uplob dann in den Abend ist, dann kann man noch ein Betten, noch ein Gedicht sich damit noch beschäftigen. Oder so ein Pastor sin Kau, haben wir jetzt gerade Eis hat und so. Also dann kann man sich da noch ein Betten beschäftigen. Für ein Programm, was dann wieder upführt, da kann man dann Betten was vorbereiten. Naja, und dann ist die Uplob nachher auch gaut und dann wird nachher zusammen essen. Und das ist dann auch schön. Und dann kann in das Bruck sozusagen schmecken. Ja, sozusagen. Man kann auch was rücken, schmecken. Wir gehen auch inköpen. Und das wäre ganz interessant, wie wir in Rheinsberg, da wären wir inköpen. Und dann haben die Kinder dann gefragt, wo steht die Melk? Oh, und ein Fru, die hat dann kecken, was willst du wissen? Der hätt gar nicht gedacht, dass das jetzt mit Plattdütsch losgeht. Aber die Schlachter dort, die hat gesagt, von welcher Wurst wirst du was hem? Mhm. Aber schall wirklich die Schule der Aufgabe zu übernehmen, das Brot an die Kinder zu vermitteln? Kann das die Schule überhaupt leisten? Ich glaube, die Fremdsprachen, das gibt ja die große Fremdsprache Englisch. Und dann ist das so, dass in Brandenburg die anderen Fremdsprachen auch ein Rahmenlehrplan haben. Aber wenn das kein Rahmenlehrplan gibt, dann gibt das auch kein Unterrichtsfach. Und wenn das kein Unterrichtsfach gibt das kein Rahmenlehrplan. Von daher haben wir gerade ein dick Brett, was wir da für uns zu lingen haben. Wir möchten jetzt sein, wie wir Plattdütsch auch noch die Schaul rinkriegen. Aber das geht nicht einfach bloß mit einem Unterrichtsfach.
wir brucken die Öllern auch dort. Wir brucken eine große Kampagne, dass wie dat Plattdeutsch überall in aller Munden auch ist, dass man überall Plattdeutsch Süd hört und dass die Lüd auch begrieben, Plattdeutsch hört hier nur uns Region hin. Und wir stellen uns hier nicht für Plattdeutsch in Brandenburg soll an all die Schaulen unterricht waren. Da haben wir gar nicht jetzt die Lehres totau. Aber an einzelne Schaulen, dann haben diese Schaulen auch was ganz Besonderes für sich. Und dat da denn dat Plattdeutsche Unterricht wat. Ich glaube bloß, dass der große Weltpolitik das Plattdeutsche nicht unbedingt in de Kurten spielt. Denn wo fragen heuer von den Lehrers, Mensch, wie wären als Frau, wenn de Schölers Deutsch könnt? Und nun komm ich nicht noch mit Platt an, das brugt ja in Aldach kein Mensch. Habt ihr damit auch Fälscher da? Das ist ein Thema, was dann Forken so geben wird, so mag die Kinder das dann nicht noch schwerer, als sie das all habt. Aber ich hab auch belebt, dass an Schaulen, wenn Kinder dann zusammen, da kommen Kinder aus Syrien, da kommen Kinder aus Ukraine, da kommen Kinder aus Iran. Und wenn die dann zusammen mit den Kindern, die da sind, ein neue Sprache lernen dort, dann verbindet die auch was. Und das ist heel was Wichtiges miteinander. Also das ist auch eine Chance, miteinander was Neues zu lernen und zu merken, dass Sprache und neue Sprachen zum lebende Tau hört. Wir sind ja nicht einsprachig in us Welt. Die Welt ist mehrsprachig und mein Alltag als Kind war auch mehrsprachig. Ich hab Plattdeutsch zu Husbrot und in Karg wird Hochdeutschbrot und wenn wir in eine Stadt gehen, dann wird auch Hochdeutschbrot. Die Welt was mehrsprachig und das ist eine Chance, wenn man von Dorge die Kinder auch miteinander mit einer neuen Sprache konfrontieren deit und dass die was Gemeinsames miteinander entwickeln dauert. Das ist ein großen Schatz, den wir habt und das zu begreifen. Und dass die Öllern, ja, das zu begreifen, das ist für viele noch gar nicht so, ist für viele nicht Licht, dass das ein Schatzwesen kann. Also in Brandenburg gibt das den Rat für Mehrsprachigkeit. Wir haben hier so ein Mehrsprachigkeitsgesetz jetzt und da sitzt Brandenburg jetzt auch mit an den Tisch. Wo schön ist das? Nicht mehr irgendwie so an einen Kattentisch, irgendwie so Plattdeutsch kommt irgendwo so für, Plattdeutsch sitzt dann dabei. Und das erste Mal habe ich da die Lüttenschau von meinen Söhnen mit hingenommen und habe gezeigt, also wie gehen mit dieser Lüttenschau gehen wir jetzt erstmal eis los mit Plattdeutsch. Aber wir brucken Felle-Socken. Aber wir sitzen jetzt da und sitzen da neben Chinesisch und neben Russisch und Polnisch und also wir sind mit dem Mang. Plattdeutsch ist mit dem Mang, da das auch von der Bildungspolitik ein ganz gaude Zeichen da in Brandenburg. So, nun gibt das auch schon als Schölers lest platt. Denn Plattdeutschen Leiswettstried, denn das also Jotainten geben deit. Denn denkt die meisten Lü, wenn das im Plattdeutsch an uns Schul geht. Man mittlerweile hätte sich doch auch noch ein Bach don. Kick wir doch mal beten, wo ans das von durch mit das Anbot von Plattdeutsch in der Schule steht und wo ans das dort kommen ist. Heinrich, sag du doch noch mal, wo ans ist das dort kommt, dass das von durch in der Schulen mehr gibt als der ein oder andere Arbeitsgemeinschaft oder in Leiswettstried. Das hat vor allem Heiltit so Arbeitsgemeinschaften Plattdeutsch in Schule geben, aber das was nie strukturiert anborden. 2007 hat der Bundesrat für Niederdeutsch mit den Schweriner Thesen fördert, dass Plattdeutsch in Schulen kontinuierlich anborden wird. Und da ist die Grundlage für das Ganze, das wir das fördert habt, ist der Artikel 8 in der Europäischen Sprachencharta, wo das heißen, dass im Grundschulbereich und in den Sekundarbereich Niederdeutsch als Unterrichtsfach anborden werden soll. Das soll also kein Taufall wesen, dass Kinder in Schulen mit Plattdeutsch auch in Kontakt kommt. Und nicht bloß als Sprache, wo man irgendwann mal so eine Arbeitsgemeinschaft hat, wo man mal nur das Gedicht lehrt. Nee, Unterrichtsfach soll das werden. Und das ist das, was der Artikel 8 hergeben hat in der Sprachencharta. Und 2007, als der Bundesrat für Niederdeutsch das fördert hat, da sind wir am Beten, ja, ich will nicht sagen, ja, belächelt worden, aber das ist das, was nötig ist, wenn wir ob durch die Sprache lebendig auch in unsere Welt holen will. Und wo wären denn so die Reaktion auf die Schweriner Thesen? Sind das lieg's umgesetzt worden? Habt ihr gesagt, jo, hier rennt bei uns Open Dören in?
Nee, Open Dörren habe ich da nicht mit in Räten und auch Open Dörren habe ich nicht so drauf gefunden. Aber so als dann so die ersten Länder auch anfangen habt, so aus Hamburg, to Wiesen mit dem Schaulfach, Niederdeutsch, das geht und das kann loben. Und als Schleswig-Holstein mit den vielen Modellprojekten und den Modellschauen anfangen ist, da hat man in Bildungsbereich begräben, dass das ein Förderwesen kann und dass das auch so lohnen deit. Also das Down-deit lernen. Na, und das, was auch dann auf dem Weg gebracht hast, das überhaupt das Thema Bildungspolitik in Bundesrat von Niederdeutsch, vor allem platt in Schaulen, ein Großthema geworden ist und wieder nicht mehr lange über nachdenken müssen, dass wieder belächelt werden. Lass uns doch mal einen Rundumschlag mucken durch die 8 Niederdeutsch Länder. Wo anzut denn da ut mit Plattdeutsch an der enkelten Schaulen? Hamburg hat 2010 das erste Mal überhaupt Schaulfach Niederdeutsch anbauen, auch als Wahlpflichtfach, was das möglich. Dann kommt Schleswig-Holstein 2014 mit Modellprojekten. Da sind über 40 Grundschulen mittlerweile da und 12 Schulen in der Sekundarstufe 1, die mit 2 Stunden Niederdeutschunterricht in den Weg unterwegs sind. Wir haben Mecklenburg-Vorpommern, wo von 2017 18 auf ein Schulfach Niederdeutsch möglich ist. Mittel wie 5 Schulen sind da mit dem Schwerpunkt Niederdeutsch unterwegs. In Bremen gibt es ein paar Profilschulen mit Niederdeutsch Angebote. Niedersachsen, da ist das möglich, Immersionsunterricht auch platt anzubieten und dort zu führen, Geschichte oder Sport. Und da wird darüber schnackt, platt auch als Fach anzubieten. Das kann vielleicht noch in den nächsten kommenden Jahren passieren. Dann haben wir noch Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, die dort so ein bisschen was schwerer mit faste Angebote für Niederdeutsch. Da gibt es Projekten, aber eben hier kein verbindliches Schulfach. Also wenn ich da noch zu Brandenburg noch mal als was sagen kann, in Brandenburg da gibt das ganz vereinzelt gibt das auch Schaulen, aber das liegt dann auch an den Schauldirektor, ob man da in Deutsch Betten Plattdeutsch auch mit lieren dörp und süß gibt das sozusagen den dritten Lernort, also die Bibliotheken, wo das auch Plattdeutsch gibt, wo die Schaulen denn hingehen können, die Scheulers und da so ein Projekt machen können. Oder das gibt dann so ein Museum, wo man sich ein Betten was ankicken kann und auch was platt ob die Uhren kriegt, sozusagen. Aber ein Fach für Brandenburg ist Zukunftsmusik und wenn die Lehrermangel so da ist, klar, dann singen die gern, nu kommen sei noch mit Plattdeutsch. Ja, wir kommen auch noch mit Plattdeutsch, aber wir haben eine gaude Aufgabe. Und sind die nur als Vertreter von der Sprechergruppe zufrieden mit das Angebot, was das so geben wird? Das ist erstmal ein wichtigen Stappen, dass Enkel im Bundesländer wiesen dort, dass ein Schulfach Niederdeutsch loben kann. Was natürlich schön was, wenn all Bundesländer den Artikel 8 teigen dön und sagt dann verpflichten dön, dass wir Plattdeutsch als Unterrichtsfach überall in den Schulen auch in die 8 Bundesländer anbieten konnten. Das, was so normin dünken, das Beste, was uns passieren kann. Und die Länder können sich ja orientieren an die gauden Vorbilder, die wir in Hamburg oder in Schleswig-Holstein habt und in Mecklenburg-Vorpommern. Das war ein fein Weg, wenn die einfach mal kicken dort, wo löbt das Tor, wird das angenommen und dann auch in eigenen Bundesland dann auch umgesetzt. Aber wie weht alle natürlich, Bildungspolitik ist auch immer Ländersorge. Da mit den enkeln Ländern dann auch natürlich nochmal auch die Leute in Irland auch übertügen. Aber in Brandenburg, da ist das so, wir kriegen jetzt Hülp und Mecklenburg und das ist ja auch das Besondere, dass man nicht und die eigene Kraft als Mockenmöd. Man kann ut aner Länder auch Inspiration kriegen und da heitert dann nu, dass Susanne Bliemel kommt, dass sie die Abrafaxe übersetzt hat und das ist so ein schönes Bauch, wo die Kinder mit Bilder und mit Texte noch der Hansetit hingehen können und wie können das Bauch nicht selbst schreiben, also fragen wir woanders, wo das was gibt und das Ministerium hat diesen Impuls aufgenommen und sagt, ja, dann willen wir für die Lehrers mal eine Fortbildung als anbeiden und nun willen wir den Testballon starten, wie viel sich da wohl anmelden dauern. Und wir sind schon ganz gespannt in das nächste Jahr, war das wohl wat.
Ja, schau mir mal verlangt, was ihr dort zu vertellen habt. Ja. Bin ich auch gespannt. Rote Vorbilder gibt es ja auch mit Modellschulen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Wo gut läuft denn durch die Zusammenarbeit zwischen den Ländern af? Tust dir schon mal gut gut? Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Länder alle mehr für Plattdeutsch auch dauert und dass sie so mehr aufschnackt und kiegt, was mag die anderen und wo kann man Plattdeutsch in Schaul und oder in den Bildungsbereich umsetzen. Was natürlich geben deit, ist ein ganzes Bild, wo Material utuscht wird. Wenn das darum geht, Lehrbeuker miteinander ututuscht können in die anderen regionalen Dialekte zu übersetzen. Da gibt das zusammenwagen, das gibt die Ideen, dass man kicken deit, wo kann man Schriefis, wo kann man damit umgehen. Das ist das, was Düsken die Länder wohl loben deit, aber das ist so gegenseitig so inspiriert, würde ich mal sagen, dass die Plattdeutsch als Unterrichtsfach starker anbieten dauert, dass sie da mehr aufeinander acht, was die einen mag und was die anderen mag und wo man das morgen kann. Das läuft noch nicht so, als wir uns das so denken dauert. Ja, und du hast es eben als Secht, dass ihr in den verschiedenen Dialekten auch übersetzt wart. Wo groß ist du denn das Problem, wenn sich die Länder denn utuschen wird? Was spielt der verschiedenen Dialekten von Plattdeutsch und Ruhl? Ja, wir haben ja so Ecken, so, wenn man das Ostwestfälische nehmen deit, das ist ein ganz Lütge-Rebett oder die Grafschaft Bentheim, der unterwegs ist mit einem Lütge-Sprach-Insel. Der will natürlich dann immer gerne, dass das Material dann auch in eher Lütge-Rebettern übertragen wird. Das ist manches ein bisschen was stur und fällt nicht immer ganz leicht. Mögt wie du, ob ein Standardplatt utwiken, können wir überhaupt den Dialekt noch obrecht erholen? Ja, das ist eine ganz, ganz schwere Frage mit der Standardsprache. Jede Region hat natürlich ein großes Interesse, so die eigene Identität mit ihren regionalen Dialekte, mit ihren regionalen Klören auch irgendwie lebendig zu holen. Ob du, denke ich auch, wenn wir in dem Bereich Bildung, in Schauringern dort, wird wie in der Klarheit, so als das manches die Lüse wünschen würden, die Regeln so nicht mehr inholen können, dass wir nicht mehr den reinen Dialekt habt. Das geht mir auch so. Ich bin mit Plattdeutsch in Südolmach aufgewachsen. Ich habe aber Kontakt mit vielen anderen Leuten, die in Plattdeutschland unterwegs sind und übernehmen Sorgen, die in meinen Kontrei nicht so von begangen werden. Ich mag aber, dass mein Sprach und mein Vermögen mit Sprach umzugehen und mit der plattdeutschen Sprach umzugehen, mag das riecher. Und das, glaube ich, das wird wie dann auch in dem Bereich so sein, dass wir doch irgendwann hinkommt, dass wir in so eine Art Standard-Lehrbau habt, aber natürlich so der Utsprach, ne, wo das klingen deit in Brandenburg oder wo das klingen deit in Emsland oder wo das klingen deit in Mecklenburg-Vorpommern, das kann manches verschieden werden. Aber wie brucht sowas als ein Lehrbau, was für alle auch gelten deit? Anders würden wir irgendwann, ich weiß nicht, mit wo viele regionale Farben von Lehrbeuker in der Schaul unterwegs werden. Und das wird im Bildungsbereich überhaupt nicht passen und das würden wir auch nicht durchkriegen. Ich will das mal noch so sagen. In Brandenburg ist das so, ich habe ja vorhin gesagt, das gibt ein Platt in die Prignitz, in Ostprignitz, in die Uckermark. So, wenn das Bildungsministerium jetzt sagen deit, wie willen Gieren unterstützen, das soll Beuker geben, die plattmockt waren, so für den Kindergoan. Ja, was für ein Platt nehmen wir jetzt? Also, was soll jetzt druckt waren? So, wir möchten jetzt zusammensitzen, wir möchten durch uns jetzt entscheiden, was kommt jetzt in den Druck. Und das ist wirklich eine Aufgabe. Und jeder hat aus seiner Region das hart für sein Platt, das schlecht durch, das hart. Aber ich glaube, wir möchten da nur föhren kicken, das nicht als in den Lüttendialekt so blieben kann. Also selbst wenn die auch eng miteinander verwandt sind, mag ich das doch schon mal wieder, wie Menschen, die Plattdeutsch ist lehrt. So dann wird sie das über das Lesen lernen und auch die Schriefwiesen sind schon all hell verschieden. Und dem muckt den der so auch nicht schon mal was lichter. Ist richtig. Und in Brandenburg haben wir nicht mal einen Würbauk, wo wir sagen, so möchte man das jetzt schreiben. Die in Mecklenburg, die haben in der Schaul Hermann Winter, das ist fast lecht worden. Da geht das in eine Schaul Chlor. Aber bei uns,
Da hätt man denn Hermann Winter, dann kickt man wieder noch den Sassrinner. Also, wie bruken die Unterstützung von der Uni, wie bruken erstmal eis ne Grundlage, wenn wie auch Plattdeutsch in die Schaulrinner holen willen, wie will man das bewerten, wie will man das abschreiben, wie bruken auch ne Einigung darüber, was gilt dann nur für Brandenburg. Mhm. Nun kann in Sie das Wintersemester 2023 in Oldenburg den Studiengang Niederdeutsch ob Bachelor studieren. Was für ein Bedüden hätte er denn für das Brok, Heinrich? Das ist endlich mal ein Plan, wo man anfangen da, dass Plattdeutsch grundständig studiert werden kann, da man mit dem Bachelor anfangen. Und das ist ja nicht das Ende. In Oldenburg ist ja auch für sein, dass das wiedergehen kann mit dem Masterstudiengang. Der Bachelor ist die erste Dörlob. Und das ist ein Plan, den wir brauchen, dass Niederdeutsch kontinuierlich dann auch in den Bildungsbereich dann inbracht werden kann. Dann kann man nämlich Leute anfangen, Unterricht in der Grundschule, Unterricht in den Sek 1 und Sek 2 Bereich. Und man kann natürlich auch, und das ist ja heel wichtig in Oldenburg, für den Bereich Erwachsenenbildung. Also da auch kann man Plattdeutsch studieren. Und man kann natürlich auch dann mit dem Masterstudiengang Niederdeutsch auch in andere Betten ja unterkommen. Im Bildungsbereich, vielleicht auch im Kulturbereich. Ganz verschiedene Möglichkeiten staut da mal auch noch oben. Ja, bloß da das an den Schulen, in der da saßen, noch gar kein Fach Niederdeutsch gibt. Was habe ich denn da nun für einen Anreiz, das auch noch zu studieren? Einmal kann ja der Anreiz werden, dass mich Plattdeutsch interessiert, dass ich das immer mal studieren will und dass ich einen Sprach, den ich heel interessant finde, auch nur wissenschaftlich angehen darf. Das kann das eine wesen. Aber auch die Möglichkeiten, so die dann mit dem Studiengang Leute den Master of Education dann, wo das dann auch möglich ist im Bereich Kultur, Rundfunk oder was weiß ich, Journalismus, auch mit Plattdeutsch, auch vielleicht Fotofahrten. Also ich glaube auch, dass das eine Chance wesen kann. Ich nehme das mal, ich will das eigentlich nicht sagen, Plattdeutsch Exotik, aber das ist eine Möglichkeit, auch mit was einen halt immer interessiert hat, mal so auf dem Markt und nicht zu bewerben. Und läufst du, dass ich da nur all was down hätt, sie dat den Bachelor ob platt geben deit? Hätt sich da kann ich feststellen, dass ich da mehr Türen open muckt habt? Das ist eine Chance. Also ich begreife das eine Chance für den Bereich Niederdeutsch. Die Dörren, die wird open market, dass andere Leute das mitkriegt. Mensch, man kann in Oldenburg Niederdeutsch studieren. Das möchte ich auch gerne. Also ich glaube, dass das eine Chance ist, da aufmerksam zu machen, dass Plattdeutsch in uns Alldach wieder eine Rolle spielen kann. Also, heute mal fast. Die Bildungspolitik heute der wichtigsten Baustein für die Zukunft von des Brok. Man, da gibt ja noch andere Beten, ob der jede Länder aktiv sind. Also, wo sind die denn, ob Länderebene obstellt, im des Präkergruppe vertreten? Was gibt da für Gremien? Wir haben die einzelnen Fachgruppen vor Ort, wo Niederdeutsch dann als Thema behandelt werden. Und wir haben im Niedersächsischen Heimatbund zum Beispiel in Niedersassen die Fachgruppe Niederdeutsch. Wir haben die Landschaften, haben wir die verschiedenen Gremien, die sich mit Niederdeutsch befassen dort. Also auf Länderebene gibt es natürlich überall auch Leute gekoppelt, die sich da achtersettet, dass man mit Plattdeutsch vorankommen dort. In Niedersassen gibt es auch die interministerielle, interfraktionelle Wahlkoppel in Landach, wo man versucht, die plattdeutsche Sorge voranzubringen. Das gibt den Plattdeutschen Rat in Schleswig-Holstein. In den Ländern gibt es überall auch Leute gekoppelt, die mit Politik auch immer in Gespräch ist, dass man plattdeutsche Politik auch voranbringen kann oder die plattdeutsche Sorge in die Politik voranbringen kann. Ute, und sonderlich in Brandenburg hätte sich doch auch gefällt. Vertell doch mal, was habt ihr da eins obstellt? Na, ich glaube, dass wir 2011, da ist denn Brandenburg in den Bundesrat rinnerkommen erst. Und ich glaube, Brandenburg hätte erst so die Latücht in der Hand hat, wie sind die Letzten, die jetzt dort tau kommen sind. Und wir haben immer dann kecken, so hätten mir das Heidi Schäfer noch gesagt, was das alles Gift in die anderen Bundesländer mit Plattdeutsch. Und dann haben wir aber auch immer Fäll übernehmen können. Also, wenn das jetzt so ein Lütbauk gibt für die Pleich. Oder wie haben kecken, Mensch, wie mocken die Arbeitsmaterialien, wie mocken die das woanders? Was haben die für Fortbildungen und so? Also, wir haben immer kecken und wir haben mitmockt.
2022 wäre ja das große Jahr, wo Plattdeutsch nach der Verfassung rinner käme. Artikel 34 Absatz 4. Das Land schützt und fördert die Pflege von der niederdeutsche Sprache. Und ein Jahr später käme das Mehrsprachigkeitskonzept. Und das heißt, Plattdeutsch ist jetzt nicht irgendwo, sondern ist neben Polnisch, Sorbisch, Russisch, Chinesisch auch mitnimmt. Und wir sitzen zusammen an einen Tisch und kicken, wo ans die Mehrsprachigkeit in Brandenburg auch gewährleistet ist. Und in diesen Rat für Mehrsprachigkeit, da sit ich für Brandenburg mit in. Und in dit Jahr 2024, da ist nu dat Besondere noch, dat erste Niederdeutsche Gesetz in ganz Deutschland bringt Brandenburg für. Und das ist jetzt das ganz Besondere, wo wir hoffen, dass das jetzt durchkommt und die anderen Bundesländer, die kicken also ob, was da denn schreiben ist und die kicken bestimmt auch, dass sei das auch als eine Vorlage nehmen, für sich auch das umzusetzen. Was ist das Niederdeutsche Gesetz? Was kann ich mir da in der vorstellen? In das Gesetz, was nu regelt, wo ans Plattdeutsch sichtbar, hörbar ist, das braucht ja auch einen rechtlichen Rahmen. Und wenn ich mir vorstellen darf, das gibt das erste Ortsiнгangsschild in Sevko, dann kann man damit zeigen, hier ist man in das niederdeutsche Sprachgebiet. Oder wenn man auch in die Schaul kicken deit, wenn du fast schreiben wat, Plattdeutsch kann Unterricht waren, vielleicht kümmt dat jetzt, da dat heit Plattdeutsch soll Unterricht waren. Dat würde dat Gaude sinn, wenn jetzt in den Juni 2024 dat so upschreiben würde. Dat würde sich der Verein für Niederdeutsch ganz doll wünschen. Das heißt, die Schulen wären denn auch noch viel mehr in der Pflicht, das wirklich zu unterrichten. Richtig. Aha, so. Gut. Fehlt die Länder noch mehr an rechtliche Grundlagen? Aber eigentlich, damit habt ihr doch richtig was geschafft, ne? Damit haben wir dann richtig doll was geschafft. Und all die anderen Serbenländer, die haben dadurch auch noch die Möglichkeit, viel mehr für das Plattdeutsche in ihr Bundesland zu dauern. Was für Fördern und was für Nodellen seht ihr denn da in der Verantwortung für das Bruchpolitik zwischen Bund, Länder und Kommunen obdelt ist? Ja, da kann doch dann so ein Hin und Her dann passieren, dass der eine sagt, nee, da sind wir nicht dafür tauschständig und der andere sagt, oh, da sind wir für tauschständig. Also das ist so ein Spiel, was sich dann hin und her verdeilen deit. Und darum war das natürlich klar, wenn wir so als das Vorbild, so als in Brandenburg, da gibt es ein Gesetz und da gibt es eine Grundlage, dann ist das verpflichtend. Dann kann der eine nicht sagen so, nee, das mag wir nicht, das will wir nicht, das seid wie anders. Gesetzliche Grundlage gibt einen Raum, dass die Sprechergemeinschaft sich dort beroben kann, das will wir und das möchten wir gerne, dass das durchgesetzt wird. Wäre denn ja wirklich eine große Chance auch für uns Bruch? Das ist eine große Chance für uns Sprache und ich muss sagen, da finde ich das ganz fantastisch, dass Brandenburg da so auch wiesen deit, wo das gehen deit. In Brandenburg ist ja nicht die größte Sprechergemeinschaft. Wir haben da Rebetten, wo die Sprechergemeinschaft viel größer ist. Die müssen sich doch auf alle Achterbeine stellen, dass die das Süftige, was in Brandenburg auf den Pad kommen, deit, auch für Irland auch so passieren deit. Ja, dann müsst ihr mal von Brandenburg lernen und sagen, wo habt ihr das muck, dass ihr das so gau auf die Beine kriegen habt. Ja, aber das ist das Spiel, was du hast das ja eben gefragt, so mit den Vorteilen und den Nachteilen, dass die Kommunen natürlich und die Länder dazu hin und her spielen könnt, weil wir keine gesetzlichen Grundlagen in die anderen Länder habt. Wenn ihr denn so was hart, so als nun Brandenburg, gibt es denn auch Sorgen, die in flinker entscheiden kann, was zum Beispiel Finanzieren von gewissen Projekten angeht? Das wird die Länder natürlich das viel lichter machen. Wenn das ein Verpflichten ist, die sie ingegangen sind, dann habt ihr das umzusetzen und dann kann natürlich auch die Sprechergemeinschaft dort den Finger absetzen und sagen, da gibt es eine gesetzliche Grundlage, das habt ihr umzusetzen. Das geht flinker dann, wenn da eine Grundlage ist, die juristisch auch absichert ist. Naja, und Plattdeutsch wird so sein, so als so ein Orchideenfach oder das ist so was ganz Besonderes. Aber wenn das als so einen Rahmen hat,
dann hättet mir Kraft, dann kann man mir dafür auch dauern, auch für die Zukunft. So dass in Zukunft vielleicht doch mal wieder ein Plattradio hätte. Dass man auch ein Plattradio hat, dass man das Radio anmocken kann und dann kann man von morgens bis abends platt hören. Das wird doch was. Und dann kann man auch zeigen, dass Platt hat so viel Farben, so viel Dialekte, dass geht morgens tut das hart und mittags und abends. Das wird doch was. Denn lot uns doch mal graut denken, wann läuft die, schafft wie dat wirklich von Kindergarten über der Schule, bis nach der Unis und so wieder, wirklich überall Plattdeutsch unterrichtet wird und die Lü da viel mehr Platz nackt. Na, ich glaube, wir haben ja das Modell von das lebenslange Lernen. Und ich glaube, das was in Brandenburg nicht überall möglich sind, aber wenn man in so einer Gegend lebt, das ist schon so mein Traum von den Kindergärten über die Schule, über das Gymnasium, noch dann Stammtisch hin, Volkshochschule, Bibliothek, das du überall platt vorkommt. Ich glaube, wir sind gaut bi, aber in Brandenburg, sag ich mal, da möt die Rahmenlehrplan erstmal schreiben waren. Und ich sag mal, lottens uns doch in Teigenjahr mal eis kicken, also von 2011 bis jetzt, haben wir schon viel schafft. Das sind ja dort ein Jahr. Ja, lottens uns in Teigenjahr mal noch eis reden, wie denn sind. Ja, ist gut. Ich kick mal in meinen Kalender, dann wir muckligs was ab. Und wenn je liebe Torerschen und Torhörers noch andere Fragen an die Gäste habt oder je habt Trüchmails, dann schrieft gern an info@niederdeutschesekretariat.de. Das wird von uns wieder geidert in der nächsten Stremel mit Kloklustert. In der nächsten Stremel von Kloklustert snack ich Christiane Ehlers mit Jan Graf über Ideen für ihn Sprachplan Niederdütsch 2050. Wo nehmen will wie mit uns Sprach in 26 Jahren stehen, wat für Mordregels und Instrumenten brucht wie und wo ans könnt wir das so abschrieben, dass sich das denn auch mit Sport an Politik und Gesellschaft man auch an de eigens Breckers vermitteln lässt. Kloklustert.